Welkom zu een iedereen die deze vandaagse Sendung von Botschaft der Bibel waar eingestellt hat. Uw redner is Johan Dyck. Dat laatste Mal vertelde ik de Geschichte van Moses en wo hij dat Volk Israël durch dat Rode Meer durchführt. Wir gaan dan nu in 2. Mose Kapitel 15, Vers 22 wieder. Nu weer dat Volk aan de andere zijde vom Roden Meer. Da wären keine ägyptische Soldaten übergebleven, wat er nu noch sprengen würden. Einer wird denken, nu wird alles han glatt gegangen, wils de grootste Feind, der Pharao, uit dem Stich geschafft wir. Die Wirklichkeit wir aber anders. Moses muss dat sehr wohl antworten, dat dit Volk kein Anteljet wir. So ist das Volk Israel in die nächsten 40 Jahre wir, es ein sehr klares Beispiel von unserer menschlichen Natur. Wir können auch die größte Wunder Gottes erleben, aber das sagt dann noch gar nicht, dass wir nachher dann auch immer worden dankbar und gehorsam sind. Als die Kinder Israel in de Wüste wieder trocken, worden sie an, dass dit noch ein ganz anderes Leben wir, als sie in Ägypten gewandt wären geworden. Wenn sie dort auch Sklaven gewast wären, hadden sie immer zu eten und zu trinken gehabt. Nu scheint das nicht immer sicher zu sein. Der Herr hat dann versprochen, er würde an leiden. Aber dort meint, sie würden am dann motten für all diese Dinge, was sie immer als selbstverständlich genommen haben, vertrühen motten. Dort wird die in mir wohl auch nicht viel anders gehen. Nu wird das Volk all 3 Tage in der Wüste rumgewandert und hat no Worte gesagt. All die Schop en Rinder zu trinken, moet dat für die Männer al eine sehr große Sorge gewesen sein. Allem wordt al gedacht han, en dat gaf noch nicht Water. Dann kommen sie nur eine Stede in der Wüste, eine Oase. Dort ist eine scheine Insel mit Waterspringen in Beim, wat eine einzige Mal mitten in der drieje Wüste fängt. Nu freuden sie sich alle, dat sie hier endlich einmal würden ihren Darst laschen können. Dat wie aber nicht so. Zu ihrem Erschrecken fangen sie uit, dat dit Water ganz bitter en onmöglich zu trinken wir. Dann nannten sie diesen Platz Mara. Dat meint in der hebräische Sprache bitter. Nu wordt die Ungeduld maakt het Volk immer grater. Sie fangen an zu grunzen und zu gramsauen. Dann dreht sich ihre ganze Untefriedenheit gegen Moses. Sie belgten am an, wat zal wie drinken? Nu willen we ons dat mal proben een beetje fertig stellen. Groden por der Eier hat das ganze Volk gejubelt, als sie sagen, dat Gott an der zo'n groot Wunder von dem Pharao erleist hat. Sie wären dadurch auch angeworden, dat Gott Moses als Leider bestätigt hat. Nu, 3 Tage later, scheint dat ein ganz anderes Volk zu sein. Sie hadden scheinbar alles vergeten und wussten nu nichts anderes, als Moses zu beschuldigen und anzubelchen. Diese Begebenheit wiest sehr kracht, wo unsere menschliche Natur ist. Dort ist möglich, dat der Herr uns wunderbar sehend, in ein paar der Lothar, wann uns schlechte Nachricht bejehend, dass wie furz verzögt. Wir beklären uns dann so, als wann dat kein Herr jaft, in dem wir uns vertrühen saten können. Wann du und ich durch schwere Tiden gehen motten, tja wie eint von 2 Dinge daunen. Wir können uns beklären und bemitleiden, oder wir können den Herrn vertrühen und dafür danken, dat er mit uns in gouden Weg geht, wann wir den auch nicht verstehen können. Der große Apostel Paulus sagt einmal, in alle Dinge sagt Gott Dank, wils dort sein Willen verjünt ist, en Jesus Christus. Wo zit het vandaag bij die? Bist du auch ganz untevreden? Meinst du auch, der Herr hat die nicht richtig behandelt? Magst du nicht,
dort diese Gedanken die aber bloß noch eichleckel merken? Sehr wohl wird der Mensch innerlich ganz besser, wenn er eine grundsätzliche Einstellung zum Leben hat. Derjenige, wer sich unter Gott seine Weg becken kann, in sein Vertrauen ab den Herrn sagt, der wird nicht besser. Mit so einem Menschen jet uns das meistens schein, mit taub zu sein. Aber wem jet das gut, mit einem Grundstop taub zu spazieren? Ik ben zo moedeloos, mijn leven vol zin. Ik wil niet weten van God zijn kind. Dan komt de Heer zoals jaast en de nacht. Jezus als licht en nu is dat dag. Ik zag dat licht, die staan donker, driftig van zich. Ik vrij me zo, hij wijst me den Stich. Dan schijnt Jezus als licht. Zoals een blind, ja, en wandel alleen. Met angsten en zorgen, dat ik niet schijn. God heilde u en dat ik vader zag. Jezus als licht en nu is dat dag. Ik zag dat licht, die staan donker, driftig van zich. Ik vrij me zo, hij wijst me den Stich. Dan schijnt Jezus als licht. Ik leefde en domheid, ik vond me niet recht. Het liedje zo schmal, zo is de levensweg. Dan wank het jong als ik meer schmal zag. Jezus is licht en nu is dat dag. Ik zag dat licht, die staan donker, driftig van zich. Ik vrij me zo, hij wijst me den Stich. Dan schijnt Jezus als licht. Wijst me den Stich, dan schijnt Jezus als licht. Gott fängt nu an, dit Volk bandig zu merken. Für Moses wird dit scheine Abgabe, dit Volk proben zu leiden und an Gott seine Wege proben beizubringen. En vers 25 sagt dat Moses zum Herrn schrie. Mij komt het meest so ver, dat dit für Moses sein Glauben ook al meest te veel weer. Hij schrie zum Herrn deels uit Angst, weil hij wist, dat dit Volk sehr onberekenbaar weer. Ik denk, Moses kon dat ook nicht verstonen, dat voorts nur den groten Sieg sie durch so eine schwere Tijd gaan mussten. Dan weist de Herr am een gewässert Steck halt, wat hij aan dat betere water zullen inschmieten. Als hij dat deed, dan wordt het water zout, dat ze dat drinken kunnen. Hier is aber keine Rede davon, dat het Volk dan dankbaar weer. Einem komt het zover, zij namen dat alle zo aan, als ob an dat alle so traf. Aber zij wie nicht ook werken krijgt zo? Dan jeft de Herr ons ook dort, wofür wir al lang gebet haben. Trekt wir unsere Dankbarkeit dann auch entweder uit, oder sollen wir bloß still und denken vielleicht dabei, dass uns dit goudig Leck sogar noch traf. Wenn der Herr uns auch immer weiter gut steht, in goude Tiden schickt, ist das kein Beweis dafür, dass er mit uns zufrieden ist.
Krijgt zo, als dat geen bewijs dafür is, dat Gott ons strafen deed, wanneer we met eigenlijke krankheid belast worden. Im Römerbrief Kapitel 2, Vers 4 steht het ganz deutlich geschrieben. Weißt du nicht, dat Gott daarom so lieftolig zu dir is, dat du die bekehren sollst? En dat wie ook wat Herr durch diese Begebenheit bezwecken will. Ons Text sagt, dat Herr dat Volk dort prüfen deed. Hij zei dan durch Moses, dat sie von nu an sollen op seine Wiede horchen, en dan würde an nicht ook noch durch Krankheiten prüfen motten. Dat Volk soll sein, dat Herr so lieftolig wie, dat sie sich endlich einmal würden zu ihm bekehren. Aber sie deiden dat noch nicht. Krijgt so zijn ook viele Menschen, wat meine Stem von der hören. Sie erleben jeder Tag Gott seine Gnade und Lieftoligkeit. Sie weiten, sie sollen ihr Leben mit dem Herrn in Ordnung bringen, aber sie tun das nicht. Krijgt so ist dit Volk sehr, sehr holzstierig. Einst Johan auch ne ganz orechte Idee von was das meint, sich zu bekehren. Sich leben das meint, dat einer dann sagt, einer erst nu vollkommen in sich dadurch protzig tät. So ne Uitlei von Bekehren wiest aber kein biblisches Verständnis von der Bekehrung. Wenn das so wäre, warum wird Gott dann in der Bibel sagen, wir sollen uns bekehren? Bekehrung bedeutet ganz einfach umwenden. Wer umwenkt, dem ist das anders beigefallen. Der will nicht mehr in die Richtung gehen, wo er erst einmal ging. Wenn der Herr sagt, wir sollen Buße tun und uns bekehren, dann meint er, dass wir unseren alten Weg, so es wir gedacht und gelebt haben, verloten sollen. Wir sollen uns umdrehen und uns Leben und uns Hort dem Herrn schenken. Bloß dann soll wir am Stand sein Wort zu verstehen und ihm zu gehorchen. Wir sind damit noch lang nicht vollkommen, aber die Richtung von uns Leben hat sich geändert. Und es steht, dass wir dann verlorene Sünders sind, sehr wie nu gerade Sünders. Bist du al ein gerader Sünder, wat sich von seinen oude Sünden weggedreht haft und sich zu Jesus bekehrt haft? Von der ist das noch immer möglich. Die nächste steht, wo das Volk dann hankommt, wir bin eine wunderschöne Stadt, die heit Eilim. Hier wir viel scheinet Water und da wir noch 70 Palmen beim. Dort kon das Volk sich dann ein Stotzje uittreiben. In Kapitel 16 in 2. Mose lesen wir, wo das Volk wieder trok und kam in die Wüste von Sin. Hier kam dann die nächste große Probe. Bei Mara ging je dort am Water. Nu ging dat am Eten. Dat sagt in Vers 2 im 16. Kapitel, dat het ganze Volk jähen Moses en Aaron grunsten. An wie Angst, sie würden dort in die Wildnis verhungern. Sie beschuldigten Moses, dat hij an von de Fleischtab von Ägypten hat wahrgenommen. Op einmal scheint dat so, als wann an dort in Ägypten immer hat schein gegangen. Aber so sehr wie Menschen. Wir haben mal ein sehr kortes Gedächtnis. Diese Menschen hadden scheinbar vergeten, wofern sie zum Herrn geschrien hadden, dat hij an von der ägyptischen Sklaverie raden wird. Bloß ne korte Zeit vorher hadden sie gesehen, wo Gott durch Moses dat bessere Water gemerkt hat. Einer wird denken, nu würden sie sicherlich ihr Vertrauen auf dem Herrn saten, als das Eten anfängt knapp zu werden. Das wie aber nicht so. Das wisst uns, wo der unbekehrte Mensch ist. Hij saat sein Vertrauen an dort, wat hij sein kann. Wenn er auf einmal kein Eten mehr sein kann, dann ist er furz am eng. Dann verjagt er alles, wat er dort durch den Herrn seine Gnade erlebt hat. Wir sollen uns von der einmal alle fragen, worauf saat ich mein Vertrauen? Saat ich mein Vertrauen ab dort, wat ich daunen und selbst erwirtschaften kann, oder saat ich mein Vertrauen ab den Herrn mit dem Gedanken,
dat hij mij niemals am sterk loten wordt. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt dir gern, du kannst ihm so wie du bist nah. Barmherzig, geduldig und gnädig ist viel mehr als ein Vater das kann. Warf unsere Sünden ins äußerste Meer und betet den Ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Liebt dich, auch wenn du in Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Barmherzig, geduldig und gnädig ist viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Kommt, betet den Ewigen an. Der Herr gaf wahre Gnade, wann das Volk sich auch unverschämt benommen hat. Hij zei zu Moses, dat hij an jeder Morgen Brot schenken en jeder Abend Jachtveil bringen wird. Hij versprach an Brot, wat vom Himmel fallen wird. Dit wird jeder Nacht fallen, zodat sie jeder zum Morgens genug Taub lesen können für ihre ganze Familie. Sie sollen auch nicht mehr Taub lesen, als wat sie brauchten. Wann sie würden proben, mehr Taub zu sammeln, als wat sie für den Tag brauchten, würde es schlecht worden. Bloß am 7. Tag wird kein Brot fallen. Dafür dürfen sie dann am 6. Tag doppelt so viel Taub sammeln, und dort wird dann nicht schlecht worden. Dit Brot schmeckt ein bisschen seitlich, als wenn der Honig mank wär. Sie nannten dort Manna. Damit will der Herr an auf einen anderen Weg prüfen. Hij will seinen, auf das Volk am gehorchen wird, wann sie sagen, wo trü hij an versorgt. Einer wird denken, dat sie nu alles doen würden, wat der Herr seht. Dat wie aber ganz anders. En steht, dat sie dankbar wären, nahmen sie dat alles so an, als wann an dat traf. En steht, gehorsam zu sein, proben sie alles zu doen, wat sie nicht sollen. Gott hat an durch Moses gesagt, sie sollen bloß genug für einen Tag Taub sammeln. Viele proben genug für ein paar Tage Taub zu sammeln, aber das wird jedes Mal schlecht, kriegst was der Herr gesagt hat. Einst die glaubten das auch nicht, dort am 7. Tag der nicht fallen wird. Sie gingen derweil doch noch und sagten, empfangen auch nicht. Wat dit so klar wiest, ist, dat alle Menschen mit Unglauben geprägt sind. Wie daunen dort, wat der Herr uns sagt, immer erst betwiefeln. Und wo ist das bei uns? Lesen wir mal eine Schrift? Wo ist das dann? Glaubst du, wat du da lasst, oder betwiefelst du dort? Wann du lasst, wo Jesus sagt, jemanden vom Nien geboren worden, glaubst du dort? Wann du lasst, wo Jesus sagt, wer nicht wahre geboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Glaubst du, dass du da vielleicht gemeint bist oder nicht? Kriegt so ist das Volk Israel mit Unglauben geprägt wie, so sehr wie auch damit geprägt. Aber Gott ist nicht eng. Hij ist leiftolig und hat eine große Geduld. Da kommt aber auch eine Zeit, wo Gott seine Geduld abhielt. Hij gaf Israel viele Gelegenheiten, wann sie auch angehorsam wären, kriegt so, dass er uns auch viele Gelegenheiten jaft, dat wir uns zu ambitieren. Und so dei der Herr
für de nächste 40 Jahre sein Volk mit dit Brot versorgen. Jeder Morgen wird do immer frisches Manna auf der Erde, wo sie dann taub lesen können und davon eten. Dit am Gedächtnis von ihrer Nachkommenschaft zu prägen, leiht Moses in Behälter abfällen, wat dann abbewaart wordt für die Zukunft, dat die Kinder und Grootkinder dort niemals vergeten wurden, wo Gott für an gesorgt hat, all die Jahren, als sie in der Wüste rumwandern deiden. Als dat Volk bei Rephidim kam, wie dat war so weit. Da wir auch kein Water. In dat nahm nicht sehr lang, wat sich dat Volk mit Moses streit. Dat scheint so, als wann sie dat Water von Moses verlangten, als wann Moses an Water verschaffen kon. Die Streit wordt so ernst, dat Moses bol ganz am eng wir, wat hij mit dit verstredene Volk anfangen soll. Sein Leben wir nu also gar en Gefahr. Hij schrie nom Herrn, en die seht am, wat hij nu doen soll. Hij wordt bij dem Berg Horeb verabgehen, en Moses en de Ältestes vom Volk sollen metkommen. Dann soll Moses den Stein mit seinen Hornstock schlonen, en de Haar wird Waterloten rütranen. So wordt het dan ook. Dan nannt Moses de Stede Massa. Dat meint Versieten. In Meriba, dat meint Striet. Dis nomen die dorp han, dat het Volk den Herrn verzocht in jeden Arm gestreden had. De Herr wil zo hieren dat Volk segnen en an so vieren, dat sie am ganz vertrüden. Aber immer weiter kommt die grote Waderspanstigkeit everdeel. Kommt bei uns nicht auch immer weiter everdeel? Wo Ferken sind durch Städten en dien Leben gewast, wat einer bei diesen Nomen Meriba nennen kann. Jedes Mal, wann der Herr zu uns redet, en wie ober meinen wie weiten beter, dann street wie je in den Herrn en bringen an eine Versicherung, uns zu bestrafen. Ich befürchte aber, dat veel von uns die Bibel kaum einmal lesen. In der Kirche habe ich mal wenig davon verstanden, was da gesagt wird. Viele davon ist auch gar nicht Gott sein Wort, aber bloß Menschen regeln, woran kein geistliches Leben ist. Indem du die über dein geistliches Leben mal wenig Gedanken merkst, des du dasselbe aus der Waderspanste Israeliten. Sie kickten bloß immer ab das Menschliche und nicht ab das Geistliche. An wir bloß darum zu daunen, auf das genug zu eten und zu trinken gauf. Wat Gott mit an daunen will, dafür interessierten sie sich nicht. Die Bibel sagt uns klar, dort wie das erste sollen nur das Recht Gottes trachten, und dann wird uns das andere alle taufholen. Fang doch von dir damit an. Nimm mal wahre deine Bibel everdeel en schloe mal dat Buch Johannes ab. Wann du dort met een abrechtet hoort last, wirst du bowl maken, wo de Herr zu dien hoort reden deed. Hij heeft dafür zijn Wort geschickt, dat wir am Tjanen lehren en am Glauben onze Horten am übergeben. Unsere Geschichte geht aber noch wieder. Nu kommt noch eine ganz andere Probe. Sie wurden plötzlich von einem heidnischen, kriegerischen Volk angegriffen. Dat waren die Amalekiter. Dann gebot der Herr, dat Moses seinen Hauptmann, Josua, befehlen soll, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Moses, Aaron und Hur stiegen hoch auf den Berg, für Josua zu beten. Dann passiert wat ganz Besonderes. Solange Moses seine Hände um Himmel gestreckt hielt, hat Josua die Eberhand. So schwind aber, als die Hände wieder raufleit, nahmen die Amalekiter die Eberhand. Und so nahmen Aaron und Hur jeder eint von Moses seine Arms und hielten die bat Sonnenuntergang hoch. Dadurch kon Josua den Krieg gewinnen. Dit wir zo'n klare teken dafür, dat de Herr an geholpen hat, dat Moses hier in Altar büd en nande steht, de Herr is meine Flag. Hij deed dit, wils de Herr am über die Amalekiter
gewinnen leid. Uns kommt het vielleicht fremd vor, dat Gott die Israeliten befahl, zu kämpfen. Aber der Herr hat dit an seinen Plan, weil hij sich vorgenommen hat, dat hij de Amalekiter uitrotten wird, als Straf für all die hunderte Jahre, wo sie bloß immer dieper in ihre Gottlosigkeit wären hineingegangen. Nu wir Gott seine Geduld mit de Amalekiter alle, en hij brucht de Israeliten an zu rechten. Wat mir hier abfällt, ist, dat dies sich nicht mehrlich gewast wir, wenn Moses nicht bottom eng gebet hat. Die Israeliten gewannen nicht, wie sie so viel beter wären als die Amalekiter. Ihre Gnadentiet wir bloß noch nicht vorbei, und für die Amalekiter wird die aufgerannt. Und so jaft Gott alle Menschen eine gewisse Zeit umzuwenden und sich zum Herrn zu bekehren. Wenn die Menschen dort aber nicht daunen, dann haftet mit Gott seine Gnade auch schließlich in eng, kriegt so als mit die Amalekiter. Von der möchte ich die fragen, ist dein Leben auch so angestellt als die Kinder Israel? Sitzt du meistens bloß das Büterliche und nicht das Jästliche? Der Herr muss die vielleicht durch viel Proben durchleiden, dat du seine Reden mit die erkennst. Jef am doch von dir dien Hort. Jef die am doch von dir ganz haan. Wel we beten? Lieve Herr Jesus, schenk dat von dir, da mochten Sonne sein, wo sich nicht mehr jähen die wehren würden, aber die Kraft nu annehmen würden. Dort werde ich an dienen Namen. Amen. Die Zeit ist kurz, so Mensch sei weise, und wuchern mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Drum Heiland, lehr mich meine Jahre, zu deinem Dienste einzig mein, von heute an bis hin zu Bahre, jedes Leben sammeln Stein. Von heute an bis hin zu Bahre, jedes Leben sammeln Stein. Wann je noch Fragen haben, oder mit irgendwem reden mochten, über dort, was je auf dit Programm gehört haben, dann schrief doch nur die Radiostation, von wo je dit Programm hören. Die können auch an mich schreiben. An Johan Dyck, Box 361, Blumenurt, Manitoba, Kanada. R0A060. Ich wünsche you alle eine gute Welt. Auf hier. Gottes Liebe ist unendlich und durchleuchtet jedes Herz.